Den 23. September war zu Weiler la Tour de Muay Thai Concours. Leni, Julie und Lisa konnten sich ein klares Bild über die Kampfsport machen. Wir wollten wissen, wie sie darauf gekommen sind, ein Boxturnier zu organisieren. Die Idee ist schon viel mehr lang da. Also wir noch Jungkämpfer, die bei uns wollen kämpfen, mit Möglichkeit nicht hatten, heute zu Lützeburg an den Ring zu klammen. Und dafür haben wir seit letztem Jahr den ersten LPFC organisiert, für dass die Jungkämpfer können heute zu Lützeburg an den Ring klammen. Und das Jahr schaffen wir mit Catch a Smile zusammen. Wir wollen eben mit ihnen zusammen schaffen, für so viel wie möglich Suchen zusammen zu kreieren. Das ist eine Organisation, die Leute hilft, die zum Beispiel also Refugiés sind, die müssen hier heimisch flüchten und kommen dann hier in Europa mit Neues tun. Das heißt, sie brauchen ganz viel Hilfe. Der Schwarz von den jungen Kämpfer, was kann ich sich vorstellen? Welche Altersgruppe ist da dabei? Das ab 16. Ab 16 bist du am Klasse D und dann hast du den ersten Kampf. Wenn du noch 8 Kämpfe gemacht hast, Minimum, dann kannst du dann an die nächste Klasse, Klasse C und so weiter. Wir haben Sportler gefragt, wie sie auf den Muay Thai gekommen sind. Also das so, mein Papa ist auch ein Coach und das eben mein Club hat auch den Event organisiert, das eben der Club, wo ich trainiere, Lonza, Combatman, eben mein Papa, sein Club, die haben das organisiert und dadurch sind ich eben da so gekommen durch meinen Papa, den das schon eine gute Zeit gemacht hat. J'ai commencé il y a 4 ans. C'est ma sœur qui a commencé le Muay Thai et mon coach il a dit t'as une tête à faire de la boxe, donc j'ai essayé et moi j'ai accroché et du coup ça fait 4 ans que je fais la boxe. Gibt es da noch Schwierigkeiten für bis dahin oder wie war das für euch? Schwierigkeiten schon, ja. Also die meisten Leute die sponsern nicht gerne Kampfsport. Die mengen immer, das wäre gewalttätig. Natürlich, sie lohnen sich, aber das schützt du am Ring. Sie haben einen Helm und sie haben Elebe für Muay Thai zum Beispiel. Schien schon, also all Schutz als du, wir haben einen Doktor, den auch dabei ist, für zu gucken, nach ihrer Sicherheit. Wir passen wirklich auf uns Kämpfer auf. Also wenn wir gesehen, dass der Kampf zu schwer ist für seine Gegner, dann soll man auch stoppen. Wir konnten eine Schülerin aus dem LGE bei der Vorbereitung für den großen Kampf begleiten. Leider war Victoire für den Lara seine Gegnerin.